Ja, da schlafen wir eine Runde. Sehr gut. Und jetzt machen wir auf im Bett. Oh je. Du bist wach. Es tut mir alles so leid für dich. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Benedikt starb. Und dann traf ich glaube, es war der Tod. Er sagte mir, ich solle eine Waffe finden und nach Venedig gehen. Ich bin so verwirrt. Auch wenn ich es noch so sehr wünschte, Liebes. Es war kein Traum. Benedikt ist tot. Aber ich fühle noch immer seine Gegenwart, als wäre er bei mir. Genau hier. Viele Tote sind seit letzter Nacht zu beklagen. Auch mein Joel wird niemals nach Hause zurückkehren. Ich fühle mich ganz benommen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Das wird vergehen. Ganz sicher. Und jetzt solltest du dir erst einmal etwas Neues zum Anziehen besorgen. Am besten du fragst Matteo. Seine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Matteo. Der Schmied am Ende der Dorfstraße. Ach, du bist wirklich durcheinander. Er kann dir auch einiges über Klingen erzählen. Nach der Mondklinge fragen, über meine Familie gehen, über die vergangene Nacht, ausruhen. Ich glaube, wir gehen mal, weil wir sind da ein bisschen aus der ersten Action, die er war, sehr schnell wieder rausgerissen worden. In Betten kannst du dich erholen, um Energie zu regenerieren. Benutze den Aktionsknopf in der Nähe eines Bettes und wähle dann die Zeit, zu der du aufwachen möchtest. Sehr gut. Können wir auch. Also gehen wir mal zum Schmied. Ich bin mal gespannt, was da noch für Fähigkeiten kommen. Die bis jetzt habe ich nur im Nahkampf. Der eine Schlag, leider noch kein Kombos. Vielleicht kommt das noch? Keine Ahnung. Also sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt, sind die NPCs und alles ist nicht so schön dargestellt, nicht so detailliert, aber sonst die Grafik sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da die Brocke, von da sind wir gekommen. Also gehen wir mal den Schmied suchen, am meisten öfters dort, wo der Kamin ist, der Schornstein. Ich versuche jetzt mal nicht allzu viel Gespräch zu machen. Weil das ja im Moment noch ein letzter Test ist und das wird ich nicht zu weit in die Länge ziehen. Aber das Nötigste müssen wir natürlich machen. Vielen Dank für deine Hilfe. Trotzdem musst du das Dorf verlassen. Wir sind nicht mehr sicher, solange du da bist. Was meinst du damit? Diese Assassinen. Wir wissen noch immer nicht, woher sie kamen. Aber sie haben nach einem Fremden gesucht. Und du bist das einzige Findelkind des Dorfes. Die einzige ohne Verwandte. Sie sind wegen dir gekommen. Oh. Und geh den Patrono-Brüdern aus dem Weg. Die machen dich für alles verantwortlich, was passiert ist. Und haben geschworen, Rache an dir zu nehmen. Ja gut. Der Schmied. Wo haben wir den Schmied? Sehr gut. Das ist der Schmied, hä? Sehen wir irgendwo... Die obere Hälfte zeigt die aktuellen maximalen Energievorräte. Die untere Hälfte zeigt die Attribute, welche die maximalen Energievorräte und Stärke deiner Angriffe bestimmen. Erfahrung, Gesundheit, mentale Energie, Mana, Schattenenergie, das ist dann sehr gut. Okay, Quests, haben wir irgendwo Quests, das wird das da sein, hä? Diese Seite zeigt deine aktiven Aufträge. Klicke auf kleine Karte zeigen, um die Ziele des Auftragskarte zu sehen. Also haben wir da noch ein bisschen Hilfe dabei. He? Diese Seite zeigt die Gegenstände, die deine Aufträge betreffen. Okay. Also. Gehen wir mal zum Schmied. He? Matteo. Sehr spartanisch eingerichtet.
Jetzt müssen wir mal in seine Truhen schauen. Kupfererz. Kann verkauft werden, wie es aussieht. Kann man es nicht selber verarbeiten. Das wäre fast schon zu viel verlangt gewesen. Also dann haben wir Matteo die Frage. Hey Scarlett, komm herein in meine schöne Schmiede. Tut mir leid, dass es ein bisschen unordentlich ist. Seit letzter Nacht ist das Dach etwas undicht. Und mein Gehilfe ist in einige Pfeile hineingestolpert. Und schließlich musste ich noch meine Schmiedezange auf dem Kopf eines Angreifers zerbrechen. Aber ansonsten ist ja alles in bester Ordnung. Also, was kann ich für dich tun? Weißt du etwas über eine Mondklinge? Oh, verdammt! Die verfluchte Waffe des Todes? Das war also nicht nur ein Traum? Es gibt sie wirklich? Nein! Oder ja? Vielleicht. Hör zu, ich bin wirklich nicht in der Stimmung für Feengeschichten. Das Ding wurde angeblich aus einem Metall geschmiedet, das nicht von dieser Erde stammt. Und man sagt, untote Kreaturen könnten damit vernichtet werden. Ha! Wenn du mich fragst, sowas wie eine Mondklinge gibt es nicht. Und es laufen auch keine untoten Viecher herum. Das sind Geschichten aus den Bergen und aus den Minen. Aber, naja, wenn es doch wahr ist und du eine solche Klinge findest, dann würde ich doch schon gerne mal einen Blick darauf werfen. Bis dahin solltest du dir aber lieber eine richtige Waffe zulegen. Und außerdem kann dir Bleicher auf dem unteren Dorfplatz sicherlich ein paar Tricks beibringen. Ich brauche neue Kleidung. Naja, meine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Du könntest etwas von ihren Kleidern haben. Die sind in einer Truhe in meinem Haus, das schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite steht. Du kannst sie gern mitnehmen, aber ich sollte sie erst auf deine Größe anpassen, bevor du sie anziehst. Also komm damit nochmal hier vorbei. Das ist einmal die erste Quest von Matteo. Hat mir jetzt eigentlich eine Rüstung gewünscht. Aber ja, okay. Das wird schräg gegenüber. Die Mühle. Das ist ein dummer Geil, das stellt mir den Weg. Ja, und wo ist er daheim? Da noch wahrscheinlich, hä? Matthäus Haus betreten. Tag der offenen Tür. Also, schauen wir mal, was er da hat. Tun wir einfach mal. Aha. Was ist das was? Okay. Ja, schauen wir mal, ob er noch mehr hat. Das sind nicht so schön eingerichtet da. Dorf betreten, aber jetzt sind wir doch weiter unten. Wo kommen wir echt jetzt raus? Aha. Sehr interessant. Gut, dann mal die Kleidung anpassen. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich positiv überrascht. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass das Game so gut zu spielen ist. Es hat halt immer, ich denke, man schaut oft die Demos oder die Vollversionen, die es haben, wenn es so Gameheftchen gibt, schaut man nicht so wirklich an, leider. Weil zum Teil sind da echt gute dabei, muss ich sagen. Hey,
Wie kann ich dir helfen? Nicht mal so eine Kleidung. Ich habe diese Kleidung gefunden. Ui, ui. Meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. Mal sehen, was ich da tun kann. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Okay. Ja, sag nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus. Passt wie angegossen. Also früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht, anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt, dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine alten Künste auspacken. Na dann, viel Glück. Oder warte, vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hatte eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Ja, das machen wir doch. Obwohl Scarlet, er mehr... Scarlet! Bei allen Geistern, da bist du ja. Es ist schrecklich. Hör zu, dein... Beruhige dich. Was ist denn passiert? Es geht um deinen Halbbruder, Leon. Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Du musst ihn finden. Wo ist Leon? Öffnet ein Notbuch, um ihn zu finden, wäre Leons Auftrag. Und dann auf Karte zeigen. Nun kannst du seine Position auf der kleinen Karte sehen. Und mit der Fertigkeit Pfad des Raben zeigt dir ein Rabe den Weg zu ihm. Das ist praktisch. Also da wir für den Matteo eigentlich sowieso her müssen. Die röstige Raben oder wie das heisst. Also, dann wir mal das anschauen. Ja. Das da wird sie. Rette Leon. Auf Karte zeigen. Das weiß ich halt nicht. Ist schon gleich. Ich nehme mal den ganz kleinen Punkt oben rechts. Der grüne Punkt bei der Minimap wird das sein. Ja. Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was? Du hast mich schon verstanden. Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Sie sind wegen dir gekommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Oh. Jetzt hat sie bekommen, was sie verdient hat. Okay. Ja, das wär's. Dann haben wir das letzte Test hinter uns. Was bist du? Ein Dämon? Bitte, bitte vergib uns. Wir wussten nicht. Gnade zeigen und sie am Leben lassen. Ganz Du wirst sicher für deinen nicht. Verrat zahlen. Jetzt! Kommt da her. Ihr habt mich wollen killen. Drei dich um. Ein paar Kombos wären nicht schlecht, oder andere schlecht, aber das kommt sicher noch. Oh, der hat es getroffen. Hey. Leg dich nie mit einer Lady an. Zorniger Dorfbewohner, die eigenen Dorfbewohner machen mich kalt haben, das gibt's gar nicht. Und dann hat er dann auch nur 7 Goldmünzen dabei. Hey. Er nur 5, das ist ja brutal. Also, ihr seht, wer mich angreift, muss leider daran glauben. Es gibt keine Gnade für niemand. Kupfererz aufnehmen. Ha. Wirklich schade, dass das Zeug nicht leuchtet. Man weiss nicht, was man alles kann sammeln und was nicht.
Efeugraben und Kupfermine, genau, da werden wir durch. Das ist wirklich ziemlich gut gemacht. Gut, und ich da noch. Das wird sicher noch der Schmied, weil er macht ja nichts gratis. Wir fahren Pilzli.